Der frühere Präsident Donald Trump warnte davor, dass China die Bagram Air Base übernehmen könnte, nachdem das US-Militär sie während der Kapitulation Afghanistans durch die Biden-Regierung in diesem Sommer aufgegeben hatte. Dieses Jahr starben Angaben des chinesischen Ministeriums zufolge insgesamt 560 Menschen bei Überschwemmungen. 59 Millionen weitere Menschen wurden durch die Überschwemmungen beeinträchtigt. Anlässlich des Siegestages am 8. November kam der aserbaidschanische Präsident Aliyev mit dem Verteidigungsminister der Türkei sowie dem Oberbefehlshaber Akar und weiteren Vertretern der türkischen Streitkräfte in Aserbaidschan zusammen. In Afghanistan besetzten die Taliban vergangenen Sonntag 44 Schlüsselpositionen, wie etwa Provinzgouverneure und Polizeichefs, mit Mitgliedern ihrer radikal-islamischen Bewegung. Seit der Bildung eines Kabinetts im September war dies die größte derartige Zuteilung von Posten. Die israelische Regierung untermauert ihren Widerstand gegen die von den Vereinigten Staaten angedachte Eröffnung eines Konsulats in Jerusalem für Palästinenser. Meine Position, die den Amerikanern präsentiert wurde, ist, dass es keinen Platz für ein US-Konsulat gibt, das den Palästinensern in Jerusalem dient. So der Ministerpräsident Naftali Bennett am Samstag vor Journalisten. Der Uigurische Weltkongress wird sich vom 12. bis zum 14. November in Prag versammeln. An der Veranstaltung nehmen weiterhin das Demokratische Zentrum für uigurische Menschenrechte und ein tschechisches Menschenrechtsforum teil. Auf der Flucht aus Afghanistan haben Mirza Ali Ahmed und seine Frau Soraya am 19. August ihr 2 Monate altes Baby über einen Stacheldrahtzaun den US-Soldaten übergeben. Nun ist das Baby verschwunden und die Eltern suchen verzweifelt nach ihrem kleinen Sohail.